Paul und Klärchen wurden als Lämmer verschenkt. Kaninchen Hermine und seine Freunde waren schon zur Schlachtung bestimmt. Und auch der unterernährte Hahn Lukas hat im mittelfränkischen Markbergl ein neues Zuhause gefunden. Und zwar bei ihnen. Linda Gabler und Manuel Seeg haben ein großes Herz für Tiere, die sonst keiner mehr haben will. Diese Tierliebe bedeutet für das Paar richtig viel Arbeit. Dann gehen wir mal noch Schafe füttern. Bringen wir denen noch ein Heu hinter. Musst ein bisschen schauen, dass sie gut gepackt sind und dass die Bändel nicht aufgehen. Der passt. Der schaut gut aus. Nimmst du den? Linda und Manuel sind die Tierretter von Markbergl. An die 60 Schützlinge haben sie auf ihrem 2000 Quadratmeter großen Grundstück untergebracht. Darunter die beiden Schafe. Hallo ihr beiden, es gibt's. Na ihr zwei. Freut euch schon. Paul und Klärchen haben vor rund einem Jahr bei Linda und Manuel eine neue Bleibe gefunden und weichen ihnen seitdem kaum von der Seite. Der Manu hat hier den Paul gefunden. Der war in einem Graben. Es war total heiß und er war extrem dehydriert als Lamm. Und dann hat er ihn mitgenommen und zum Schäfer gebracht. Naja, der hat ihn nicht brauchen können und hat ihm dann direkt noch ein zweites Schaf gegeben. Das ist das Klärchen. Und einfach dadurch, dass die seit sie Lämmer sind bei uns sind die total auf uns bezogen. Die Tiere kommen zum Teil aus Haushaltsauflösungen oder wurden von Züchtern ausgemustert. Allein 4 verschiedene Hühnerarten tummeln sich im Garten. Die bekommen vor allem Getreide zu fressen oder was mittags übrig geblieben ist, zum Beispiel Spätzle mit grünen Kräutern. Manuel Seeg arbeitet hauptberuflich als Stadtgärtner. Seine komplette Freizeit widmet er den Tieren. Ich sage einfach, dass halt jedes Lebewesen gleich ist und mir ist es egal. Also ich würde nie irgendwie ein Lebewesen halt dann zurücklassen oder in einem schlechten Umfeld zurücklassen. Mir ist es egal, auch die Futterkosten. Ich lege auch keinen Wert drauf, die legen nicht mehr viel Eier. Das muss jedem klar sein, ne? Weil sie halt schon alt sind. Aber das ist ja totale Nebensache. Hauptsache, die haben noch einen schönen Lebensabend bei uns und freuen sich. Ja. Hallo. Hi, Linda. Hi. Hallo. Hallo Einstein. Hey, mein Kleiner, wie geht's denn? Lehrerin Linda Gabler arbeitet nebenberuflich als Tierheilpraktikerin. Das hilft im Umgang mit den tierischen Mitbewohnern. Heute hat Hoverwart Rüde Einstein einen Termin in der Praxis. Der Hund leidet an Niereninsuffizienz und hatte schon einen Einschläferungstermin. Also wir sind schwer begeistert von der Linda. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mich da bedanken soll, weil wir hatten keinerlei Hoffnung mehr, dass wir ihm, und er ist erst 4 Jahre alt, ne? Wir hatten keinerlei Hoffnung mehr, dass wir ihn wieder hinkriegen. Alles klar. Und während Einstein noch seine Massage genießt, kümmert sich Manuel um den neuesten Zugang. Sperberhahn Lukas ist erst seit ein paar Tagen hier. Er ist nur zu Gast, bis es ihm wieder besser geht. In seinem bisherigen Zuhause wurde Lukas von den anderen Hähnen regelrecht gemobbt. Ja, schaut ja schon gut aus. Das war der kleinste von mehreren und die haben ihn natürlich halt nicht ans Futter gelassen und haben ihn auch dermaßen vermöbelt. Der war dann zum Schluss in einer Ecke ganz eingezwängt und die haben ihn dann nicht mehr rausgelassen. Also der hat kein Futter und kein Wasser über längere Zeit bekommen und deswegen war er einfach geschwächt. Lukas hat schon wieder an Gewicht zugelegt. Bald kann er wieder heim. Dort kommt er dann in eine neue Gruppe. Die Laufenten werden inzwischen ungeduldig. Wo bleibt ihr Fressen? Linda wird sehnlichst erwartet. Das Futter für die vielen Tiere bezahlt das Paar aus eigener Tasche. Futterspenden sind immer herzlich willkommen. Von einem Supermarkt in der Nähe erhalten die Tierretter inzwischen regelmäßig aussortiertes Gemüse. Eine wichtige Unterstützung, um alle satt zu kriegen. Die sind fast wie unsere Kinder, muss man sagen. Genau. Oder eigentlich sind sie unsere Kinder. Jedes hat seinen Namen und jedes hat seine Geschichte. Und wenn man diese Geschichten kennt und einfach sieht, wie glücklich die jetzt sind, dann kann man gar nicht anders. Also wir müssen für sie da sein und wir verzichten auf Urlaub. Probleme mit den Nachbarn gäbe es übrigens nicht, sagen die beiden, auch wenn die Tiere mal lauter sind. Die Suche nach dem passenden Grundstück habe dementsprechend auch mehrere Jahre gedauert. In Markbergl jedenfalls fühlen sich die Tierretter mit ihren Schützlingen bestens aufgehoben.